Da hat sich der Schreiner aufgerappelt, hat aus diesen Brettern eine Kiste zusammengenagelt, hat sie aber vorne offen gelassen. Eine Tür hat er aber auch schon parat gehabt. Und dann hat er gesagt: So, König, gang in das Haus rein und schau, ob's für dich gross genug ist. Der Lau geht voller Freude rein und sagt: «Oh je, es ist zu nieder.» Musst halt abhocken. Es ist klein, aber gemütlich. Wirst du schon merken. Der Lau liegt ab. Nur der Schwanz güchselt raus zwischen den Latten. Da packt der Schreiner die Türe, nagelt die Kiste zu in einer Geschwinde und der Lau war gefangen. Der Lau hat brüllt und tobt. Erst jetzt hat er gemerkt, dass der Schreiner gleich ein Mensch ist und ihn am Seil runtergelassen hat. Aber jetzt war es zu spät. Er konnte nicht mehr raus können und war gefangen. Wo ganz das gesehen hat, ist sie in einem Schrecken davon geflattert. Ein grosses Stück übers Meer, bis sie auf einer Insel gelandet ist. Auf dieser Insel hätte kein Mensch gewohnt. Und auch kein anderes Tier, ausser einem Pfauenpaar und einer Gazelle. Wo die Pfauententen gesehen haben, sind sie zu einer angekommen und haben sie gefragt: «Was ist auch mit dir los? Warum zitterst du so?» Da hat er nicht ganz alles erzählt, was sie erlebt hat. Die Pfauen haben ihr aufmerksam zugelassen und dann haben sie gesagt: «Das sind wirklich schlimme Sachen, die du durchgemacht hast. Aber jetzt musst du keine Angst mehr haben. Auf die Insel kommt sicher nie ein Mensch. Nur ein paar Vögel und Würmer und eine Gazelle. Aber das ist ganz Liebe.